Das heißt aber, ich kann das nur deswegen, weil es ein System gibt, das virtuelles Geld heißt, weil sonst könnte ich es ja nicht schaffen. Ja. Sonst müsste ich jetzt zum Computer gehen und drucken. Man muss auch eine elementare Sache verstehen. Wenn Sie sich angucken, wie in Europa, was ist gesetzliches Zahlungsmittel? Ich habe es mir nochmal für Österreich angeguckt, das hatte ich nicht parat. Bei Ihnen steht das irgendwie in § 61 Nationalbankgesetz. In Deutschland ist es anders formuliert, aber es geht eigentlich immer darum, das einzig gesetzliche Zahlungsmittel in Europa, im Euroraum, ist auf Euro lautendes Bargeld. Und zwar nicht Münzen, sondern Scheine. Der Rest ist beschränkt gesetzliches Zahlungsmittel. So. Alles Geld, was auf der Bank ist ein Zahlungsversprechen. Auf Englisch sagt man IOU. Das ist keine Abkürzung, sondern ist ich schulde dir. Ja? IOU. Das heißt, dass jedes Konto funktioniert aus Konvention. Also wenn ich Ihnen 500 € überweise und Sie nehmen die an und sind damit zufrieden, dann funktioniert das deswegen, weil es Konvention ist. Weil Sie der Bank glauben quasi, dass Sie es machen. Weil Sie der Bank glauben, das ist ja genau der zentrale Punkt, warum alle so eine unglaubliche Angst haben. Ja, die Politik ist ja im Moment, also Sie haben Kicking the can down the road. Ich habe so den Eindruck, so hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Ja? Und das ist ja genau der Knackpunkt. Die Leute, diese Angst, die da sitzt, dass die Leute ihr Geld abholen. Heißt es jetzt, nur dass ich es verstehe, wenn der Erste in dieser Kette sagen würde, nein, ich möchte nicht überwiesen, ich möchte es bar haben, dann ist Schluss. Dann ist vorbei. Und ist das der Grund, warum Sie das Bargeld jetzt wegnehmen wollen? Letztendlich? Nein. Also, wenn das einzige gesetzliche Zahlungsmittel Bargeld ist und es wird verschwinden, das Bargeld, na, was ist dann das Zahlungsmittel noch? Das ist dann dieses Giralgeld. Das Problem bei dem, also die Logik, die normalerweise hinter dem, darf ich es ausführen? Oder ist es, also wenn Sie es schaffen, ich mache es möglichst schnell. Bitte. Es geht darum, dass wir uns ja im Negativzinsbereich bewegen. Das heißt, es gibt keine Zinsen mehr, sondern ich muss sogar Zinsen bezahlen. Und die Ökonomen beschäftigen sich mit der Fragestellung, wie tief können Zinsen sinken? Das ist ja eine berechtigte Frage. Man nennt das Zero Lower Bound. Und eigentlich können die Zinsen nur so tief sinken, wie die Aufbewahrungs- und Versicherungskosten für Bargeld sind. Weil in dem Moment, wo Sie weniger Zinsen, also wo Ihnen noch mehr abgezogen wird, gehen Sie auch her, holen Ihr Geld und legen es irgendwo hin. Und deswegen das machen Sie jetzt als Privatmann, aber das kann man ja auch für eine Bank durchspielen. Sie gehen irgendwo auf die Heide, mieten sich eine Fabrikhalle, packen da 5 Milliarden Cash rein, stellen ein paar Wachleute drum und fertig ist die Laube. Und das wird ja schon durchdacht. Das ist ja nicht so, dass das jetzt ein Hirngespinst ist. Und was das macht, ist natürlich, es schränkt die Handlungsfähigkeit der Geldpolitik ein. Die Geldpolitik muss, wenn sie konsequent weiter ihren Stiefel durchzieht, das kann man bewerten, wie man will, muss weiter runter mit den Zinsen. Können sie aber nicht, weil Bargeld existiert.